Was ich jetzt noch machen möchte, ist das Zeug von Denise reinschauen. Schnell ein bisschen Hintergrund zu geben. Denise, 33, wie man hier sieht, sie hat ihre Kochshow, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, Swiss Dinner mitgemacht. Das ist irgendetwas von Tele Zürich. Ich habe das so am Rand mitbekommen, dass sie da das gemacht hat. Sie hat gesagt, es war ein verdammtes Ding, ein verdammtes Chaos gewesen. Und wir schauen jetzt das von Denise, von Kitschwitz, schauen wir das an. Und ich glaube, es ist lustig. Ich glaube, es ist lustig. Aber 22 Minuten, das geben wir uns nicht. Das ist zu viel, Denise. Swiss Dinner. Runde 3 bei Swiss Dinner mit der Denise aus Aarberg, der Caroline aus Hinterkappelen, Moin! der Christina aus Bern Moin, Christina! und der Sandra auch aus Bern. Moin, Sandra! Heute sind wir wieder ländlicher unterwegs. Ich bin Denise, bin 32 und wohne im wunderschönen Aarberg. Also meine Kochleidenschaft habe ich mit meiner Großmutter entdeckt. Meine Großmutter war eine Zauberin in der Küche und ich durfte ganz viel von ihr lernen. Und ich habe wirklich so das Gefühl, dass ich das Hey, aber Denise, du siehst gut aus. Gut geschminkt. Sehr, sehr gut. in mir innen habe, das von ihr, das Talent. Und ja, habe ich schon immer gerne gekocht und vor allem gegessen. Das einzige Gute in Aarberg sind die Kochkünste von Denise und der Zucker, safe, ja. Um die beiden Talente auch bei Swiss Dinner ausleben zu können, schreibt Denise ihr Menü für die Ziehung auf. Eine Woche später darf sie eine von diesen frisch desinfizierten Kugeln auswählen. Funktioniert das irgendwie so, dass man die anderen schreiben das Menü und sie muss es dann kochen? Es ist nicht mein Menü. Ich darf kochen Auberginen-Cannelloni mit Ricotta, Pesto und Pistazien auf einem Tomatenbeet. Geil. Dorade auf karamellisiert. Das ist, oh mein Gott, das ist gerade mal die Vorspeise, holy shit. Mit dem Chicorée und leichter Hollandaise mit Ofenherdöpfel. Weichem Schokoküchli mit Pistazienglasse und karamellisierten Nüssen. Oder? Viel Pistazien, Fisch, also Sachen, die ich noch nie gemacht habe. Aber für das bin ich ja da, für neue Sachen kennenzulernen. Go for it! Klopf, klopf. Ja, die Türen brauchen sie gar nicht, sind wir ehrlich, das ist nur gestellt. Hallo und herzlich willkommen bei mir daheim. Moin, Denise! Kommen doch gleich rein. Danke. So eine geile Wohnung, wirklich. Milo und ich waren ja schon mal zum Essen eingeladen. Merci nochmal, Denise, für die Einladung. So eine geile Wohnung, wirklich crazy. Ein paar wenige Meter und ihr seid schon bei mir eigentlich im Hauptbereich der ganzen Wohnung. Hier spielt sich eigentlich unser ganzes Leben ab. Hier haben wir unseren Essbereich mit einem riesengroßen Esstisch, wo wir heute Abend werden zu Nacht essen. Und dahinter haben wir unsere Cinema Habe ich schon gesagt. Es ist so eine geile Wohnung, Chat. Lounge, wo wir unser Apero werden einnehmen heute. Und da hier ist mein absolutes Prunkstück. Meine Küche. Und in die müssen wir jetzt sogar gehen, weil ich habe noch relativ viel zu tun. Los! Wir folgen ganz unauffällig. Was machst du zuerst? Ich mache ja heute Auberginen Cannelloni und für das braucht es eine Füllung. Wow, und die Füllung ist mit Ricotta. Und die tun jetzt mal hier in die Schüssel rein. Hey, aber Denise, sag schnell ehrlich, du hast die Sachen ja vorher, die Kugeln müssen vorher aufgetan haben oder zumindest das Menü müssen wissen wegen dem Einkauf. Sie können ja nicht zu dir filmen und sagen, hey, ziehe Kugeln und jetzt kocht es mit diesen Zutaten, die du gar nicht hast, oder? Und ich habe hier ein Pesto vorbereitet mit Basilikum und es hat noch Pistazien drin. Und man macht Aber sie hat schon etwas vorbereitet. Ja, irgendetwas geht auch nicht auf. das Pesto meistens mit so Pinienkernen. Alles Und jetzt vorbereitet. einfach anstatt Pinienkerne habe ich Pistazien genommen und hoffe, das kommt dann gut an. Voilà. Er muss schmecken, tut schon mal sehr, sehr pistaziig und basilikumig. Ja, das stimmt. Leider gibt es halt immer noch kein Geruchsfernsehen. Tun wir ein bisschen Schmackes rein. Pesto ist echt verdammt geil. Und für das man wirklich den Pistazien-Crunch auch noch hat, tue ich jetzt so, sagen wir, eine Party-Pistazien, geröstete. Einfach die ich einzeln rausgepult habe. Das hat mega gefällt. Geil. Tue ich die mörsern.
und so wird es dann noch ein bisschen pistaziger. Und dann tue ich hier mal so eine Handvoll reinstreuen. Ah, der Chat, ich kann das fast nicht schauen, ich habe verdammt Hunger. Und wieder mischen. Und jetzt habe ich noch so eine Geheimwaffe organisiert. Das ist so ein Pistazienpüree, so dass es dann richtig Pistazien reinklebt. Weil der Basilikum ist eben ein bisschen stark. Und der drückt dann sonst sehr durch. Und jetzt gehe ich das noch rein. Und dann wird es die Pistazieninfusion. Voilà, die Creme ist schon fertig gerührt und wartet auf die Befüllung. Was gibt jetzt das? Das hier gibt jetzt Dennis, sag ganz ehrlich, sind die sympathisch gewesen? Sind die sympathisch gewesen, Dennis? Aubergine Cannelloni mit Pistazien, Ricotta, Pesto, Füllung auf einem Tomatenbett. Und für das muss ich jetzt die Rollen machen. Und Geil. das muss jetzt hier schön eingebettet werden. Ja, die sind chillig gewesen. Hast du gerne Aubergine? Also Nein. Auberginen sind jetzt nicht gerade, mein Favorite Gemüse, was es auf diesem Planeten gibt. Aber ich bin überrascht, wie gut man Rollen formen daraus und mit dieser feinen Sauce kommt auch das wunderbar. Und noch ein Ich hasse es, der Scheiß. bisschen Parmigiano drüber reiben. Oder auch ein bisschen mehr. Ah, der Und 15 Kommentator. Minuten in den Ofen bei 180 Grad. Und schon kann angerichtet werden. Dennis als Hauswirtschaftslehrerin würde ich mich sehen. Aber nein, die ganzen Kinder wären echt so undankbar, ganz ehrlich. Voilà. Aubergine Cannelloni mit Ricotta Pesto. Oha, okay, ja, okay. Das Einzige, was ich jetzt nicht so geil finde, sind die Cherry-Tomaten backen. Ich finde, die sind immer so plumpig, die sind dann... Nee. Aber alles andere sieht geil aus. Pistazienfüllung auf einem Tomatenbeet. Dazu selber gemachte Tomaten Rosmarin Focaccia. Hereinspaziert, hereinspaziert. Wunderschönen guten Abend. Die Pünktlichkeit von Erik ist immer wieder faszinierend. So, meine Lieben. Ja, genießt es. Der Wachmeister. Hey, bin das nur ich? Ich finde es einfach immer so komisch, den Leuten zuzuschauen beim Essen. Also, mich triggert das Ganze nicht. Ich finde es immer so... Hure verliebt bin ich. Nein, das ist sehr gut. Ja, finde ich es auch sehr fein. Man sieht es an, sie liebt es hure. Shit, sie liebt es anders. Was hast du gesehen? Hure verliebt. Aha, Wegen dem versalzen? Salt? Nein, finde ich das gar nicht. Nein, wir lieben es doch alle gut gewürzt. Gott sei Dank, bist du verliebt? Ich habe mir zur Vorspeise Aubergine Cannelloni gefüllt mit Ricotta, Pistazien und Tomaten gewünscht. Seid ehrlich, die Sandra ist hübsch. Das gratiniert. Geschmacklich hat sie das absolut hergebracht. Es war auf einen. Ich hätte es noch etwas anders angerichtet. Noch ein bisschen feiner, ein bisschen raffiniert. Hauptsache alle sitzen zusammen auf dem Plexiglas. Hauptsache alle zusammen sitzen auf dem Sofa, aber dann beim Essen Plexiglas. Ja, musst schon schauen, weißt du. Und dann hat die geröstete Pistazien oder irgendetwas Geröstetes noch drauf da. Dennis sieht so begeistert aus. Geschmacklich ist es sehr fein. Ich muss sagen, es ist jetzt fein, es klingt ihr gut, aber die Aubergine verliert so viel Volumen, wahrscheinlich, was sie es gemacht hat, hat sie riesen Apparat gehabt, jetzt, wo sie es zum Ofen ausnimmt, auch rein. Und die Tomate verliert halt nicht viel. Also die Tomate verliert schon auch Volumen, Safe, aber natürlich ey. nicht so viel. Das ist für mich noch nicht ganz Der Erik redet mir echt aus der Seele, Real Talk. Er redet mir einfach aus der Seele. stimmig, was sie da macht. Und jetzt schauen wir uns einfach den Hauptgang an, vielleicht gibt es eine Tendenz. Ob Dennis echt auch Ofenherdöpfel liebt? Es wird ein Spass, du. Es wird ein Spass. Was ist denn nicht gut? Was sollst du mit Chicorée? Jetzt mal ehrlich. Das ist einfach, das ist doch, also, das ist doch, vor allem brätelt. Als Salat, ja, ist er geil, als Salat, mit Orangen. Aber das Karamellisieren ist der Scheissdreck. An unsere Zuschauer, sie meint es nicht so. Oh, sie meint es genauso, Ich tue jetzt den Chicorée hier in frittieren.
Also das check ich auch nicht. Das ist eh nicht fein. Und jetzt nehmen wir das, was alles rettet. Ein bisschen Spiritus. So. Und dann... Also ganz ehrlich, das sieht nicht fein aus. Also, no front gegen Tönnies, aber ich glaube, das sieht, nee. Tun wir hier Sie hat richtig anschissen. ein bisschen Orangensaft rein. Ja. Und dann müssen wir das verkochen. Und dann ist das super mega fein. Was für Fisch ist das? Dorade. Ja, so eine absolute Overdose von Dorade. Ich habe es für das ganze Leben gesehen. Also jetzt auch noch die leichte Hollandaise aufwärmen. Ja, leicht. Ich habe immer Angst, dass sie lässt. Aber jetzt leichte Hollandaise. Anke rein! Und sonst tust du einfach nur Sparten essen. Weil Hollandaise ist echt nicht leicht. Ist einfach nicht leicht. Aber also... Das habe ich auch noch nicht gehört. Leichte Hollandaise. Hollandaise ist doch einfach immer deftig. Butter, Rahm... Was noch? Keine Ahnung. Aber Butter, Rahm, Hollandaise... Was noch? Fett. Irgendetwas Fettiges rein. Leicht hergebracht. Ich hoffe, wir hätten es leicht gern. Wisst ihr, was ich mal gerne machen würde? Chat. Also ich bin einer, ich koche eigentlich sehr gerne. Ich koche wirklich sehr gerne. Ich weiß nicht, ob ich gut koche, aber ich koche wirklich sehr gerne. Ich würde mal gerne für Tönnies eigentlich ein Menü kochen. Und dann muss ich sagen, wie das es findet. Ehrlich bewerten. Wie immer ist auch das Rezept von dieser leichten Hollandaise auf unserer Webseite. Ich bin gnädig und gebe einfach ein Stück. Also, der Hurenfisch, der ist jetzt auch dort nachher. Also, das wird im Fall der hässlichste Steller von Swiss Dinner ever, wirklich. Reinkommen, essen! Das ist so anschließend. Dorade auf karamellisiertem Chicorée, an leichter Hollandaise mit Ofenherdöpfel. Mit ganz viel Liebe gekocht. Ein bon Appetit. Unangenehm! Ich kann nicht. Also schon nur den Blick, Chat, ganz ehrlich. Schon nur den Blick. Also schon nur, wenn ich die Webcam wegmache, oder? Sagt ehrlich, sie liebt es einfach. Sie liebt es einfach. Also, ich muss wirklich sagen, es sind jetzt eigentlich alles Komponenten, die ich nicht wirklich kenne. Also ich kann nicht wahnsinnig gut Fisch machen. Ja. Also ich habe einfach keine Übung drin. Erik sagt schon mal, ich bin auch nicht ein wahnsinniger Sossentiger. Chicorée, keine Ahnung, wie man den gart machen kann. Also es gibt Rezepte, aber ich habe noch nie gehört, noch nie probiert. Herdöpfel, ja. Das war eigentlich das, was ich gekannt habe. Sonst bin ich wirklich so ein bisschen unbeholfen, wenn ich ehrlich bin. Ich habe die Dorade sehr fein gefunden. Ich habe jetzt die Haut schön knusprig gebrätelt, sodass sie auch ein bisschen Farbe hat. Und vor allem knusprig wäre, weil ich esse die Haut normalerweise immer mit. Aber sie war ein bisschen labbrig. Hätte man genau, besser Julia. machen. Genau, die Julia redet mir einfach aus der Seele. Endlich sagt es jemand, merci. Aber ich bin wirklich kein Mutant. Du, wenn du so ein Grilltiger bist, du hast dann den Fisch nicht grilliert. Das Problem, du hast einen weißen Teller, du hast weißen Fisch, du hast helle Herdöpfel, du hast die Hollandaise. Und wenn du natürlich den Fisch grillierst, kriegst du hättest du mustrig können machen. Ich habe es mit Voll, Erik. Voll. Er redet mir echt aus der Seele, Mann. Erik ist mein Spirit Animal. super, mega, völlig unnötigen Tomaten rausreißen. Ja, das habe ich natürlich gesehen. Also gesagt, schäm dich, weil das haben wir schon in der Vorspeise gehabt. Das ist natürlich die Todesstrafe. Ja. Der Fisch so Therapie. Oha. Erik? Also ganz ehrlich, Erik, unsympathisch. Da kann es gut Stuttgart zum unsympathischen TV sich gut anschließen. Hat mir gefallen. Ein Fischfilet, ich muss nicht noch gross irgendwie in die Gräte. Ja, aber niemand, absolut niemand, hättest eine Musterung machen. Stell dir vor, du machst einen Fisch, gibst dir hure Mühe. Du hättest eine Musterung machen. Ah, wirklich, Erik, hätte ich den Fisch eine Musterung machen? Ah, hure geil. Es ist einfach präpariert. Und für mich das Highlight der Hauptspeise war die Sauce. Die Hollandaise, die ist wirklich, die hat die heimgenommen.
Die hat mir sehr gefallen. Oh, die hat ja heimgenommen. Am meisten enttäuscht hat mich wirklich der Hauptgang. Weil mir hat es jetzt nicht wahnsinnig schwierig gedacht und sie für mich allgemein wissen, dass man den Fisch auf der Hautseite anbrötelt und man könnte eine Pfanne drauf tun, dass er sich nicht wölbt. Da hat sie ein anderes Farbspiel gehabt. Okay. Das Dauerweiss, das ist heute in meinen Augen auch ein bisschen alt. Es gibt wirklich fang schöne. Als ich in Santorini war, habe ich eben die blauen, die ich hatte. Es gibt... Okay, sorry, kannst du schnell jemand... Chat, kannst du schnell jemand die Schulter abstauben? Shit, kannst du schnell jemand... Ihr muss schnell die Schulter abstauben. Alter, die blauen Tower von Santorini, wer kennt sie nicht? Also, ihr habt einfach im Leben alles falsch gemacht, wenn ihr nicht wisst, dass die blauen Tower von Santorini einfach das Essen 3-mal besser machen. Das ist einfach Allgemeinwissen. Sorry, könnt ihr ihr schnell die Schulter abstauben? Ich weiß nicht, wie sie heisst, aber sie hat es dringend nötig. Alter, auf. Man kann dort schon ein bisschen spielen mit den Farben und so. Die Chicorée... Hey, ich muss ganz ehrlich sagen, beim Essen, das mit dem Aussehen, ist doch alter Scheißegal, Mann. Ganz ehrlich, es muss fein sein. Man hätte ein bisschen mehr Süße dürfen haben, dass man die Bitterkeit ein bisschen mehr abbricht. Der muss bitter sein, sonst ist es einfach nicht Chicorée. Ofenkartoffeln. Also ich muss auch sagen, Chicorée, der Sieg ist bitter as fuck. Bitter wie meine Vergangenheit und Zukunft gleichzeitig. Jetzt willst du das süß machen. Imagine, du willst Chicorée auf dem Tower und sagst, der muss süß sein. Ah, moin, Digga. Dann verstehe ich jetzt eigentlich etwas anderes drunter. Ich hätte jetzt Bratherdöpfchen gemacht, vielleicht auch so kleine wie sie, dass es ein bisschen den Crunch gibt. Es ist einfach kein Der Crunch, Chat. im Rezept Ofenherdöpfel. Dann machen sie das Zeug im Ofen. Eben, wie gesagt, der Hauptgang ist das, was die Punkte ein bisschen runterzieht. Caroline! Das hat mich schade gedacht. Und eben auch die Wartezeit. Das war viel zu lang. Jetzt schauen wir uns, für mich der wichtigste Teil an. Eine Hollandaise ist sehr eine schwierige Sauce zu machen. Und wenn ich jetzt nur die Hollandaise probieren würde und die Köchin müsste beurteilen, würde ich sagen, die kann richtig kochen. Dennis Hollandaise, sehr gut. ist wahnsinnig nervös und es passieren ihr ein paar Fehler. Und jetzt ist es so, Dennis sagt ganz klar, ich habe 3 Grill, ich grilliere gerne Fleisch und fahre ab mit dem geschissenen Fisch. Und darum ist es so lässig, dass sie Dennis eben Fisch hat machen musste. Weil wir wollen ja sehen, wie jemand in einer Kochsendung an die Probleme angeht. Und Dennis war natürlich ein super Opfer für uns. Und da muss wirklich von einem Opfer reden, wie sie hadert so mit dem Hauptgang. Und sie fustet und sie flucht wie ein Berserker. Also zum Teil musst du, wie bei Asterix und Obelix, musst du also Peterli in die Ohren stecken. Es gibt Gut, aber ich muss sagen, also Erik, absolut unsympathisch, Real Talk. Aber der mit dem Grillieren, der mit dem Fisch grillieren, hat er vielleicht ein bisschen recht. Aber ja, Claps für Dennis in Chat, da kann man schon mal klatschen. Also ich glaube, bis jetzt hat sie für mich einen sehr guten Job gemacht. ein weiches Schokoküchli mit Pistazienglasse. Und jetzt bitte einfach gut werden. Merci vielmals. Ob das etwas bringt, wenn man mit den Küchli redet? Ich gehe jetzt in den Scheisskeller. Willst du mitkommen? Ja. Also komm. Oha. Pistazienglasse. Das ist im Fall Königsdisziplin, gell? Wegen? Es ist echt geil. Es ist echt schwierig. Wenn das jetzt wirklich ankommt, dann bin ich der... Ich würde so gerne sagen, aber ich darf nicht. Nein, warum kommt die Scheiße jetzt nicht rauf? Los, komm. Ja, und dann komm. Bitte. Einfach bitte etwas. Etwas funktioniert heute Abend. Nein, wirklich nein. Es verkackt einfach alles. Es verkackt einfach alles. Ich habe eine Ehre. Ich habe eine verfickte Ehre hier. Ehrlich, die verfickte Küche. Da kann man nicht rauf. Die Scheiße verkackt. Und ich habe es wirklich nach Wetten, Sie redet hier zum Stefan. 100%. Rezept gemacht, wo irgendwelche geschrieben haben, die das können. Dennis, bist im Fernsehen. Ja, die. Entschuldigung. Das ist doch ein hier. Wirklich, das ist... Das ist echt Dennis. Das ist echt Dennis. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr geht nach Aarberg zu Dennis hey, und dort wird nicht geflucht, dann seid ihr echt falsch. Schießt mich einfach an. Das klingt, als würde sie jemanden umbringen.
Also da am Rand, der bewegt sich so ein bisschen. Hast du dann die Temperatur, das stimmt alles, hm? Ja. Erik will es mal auf Temperatur schieben, man kennt ihn, Experte. Also in 2 Minuten können Sie Das einfach... ist mein Herzschrittmacher, der jetzt gerade ausgefallen ist. Also jetzt kommen Sie. Also ich weiss nicht, was du... Aber siehst du, seit ich da... Mal schau, dort hinkommt. Willst du mich verarschen? Gang wieder auf deinen Platz. Nein, Holy shit. das sehe ich nur Glück. Ich nehme jetzt die Kacke raus hier. Denise serviert Ihnen Gästen natürlich keine Kacke. Es sind wirklich Schokoküchli. Schau, wie geil es aussieht. Schau, wie fucking geil es aussieht. Wow, ja, das sieht geil aus. Schmeckt, ja, schmeckt. Wow, auf das Dessert hätte ich absolut Bock. Von Herzen kommt ein weiches Schokoküchli mit Pistazienglacé und karamellisierten Nüssen. Ein guter zusammen. Da? Merci. Wow, das sieht aber schon geil aus. Dennis findet es wieder nicht geil. Also die Glasse war sehr gut. Mir hat einfach durch die Pistazien, die karamellisiert waren, hat eingezieht. Ich habe die auch karamellisiert, aber ich habe sie dann noch ein bisschen verklopft. Für mich war viel zu viel Zucker dran. Und Okay. Chat, sie hat sie verklopft. Sie hat sie verklopft. Machst du nichts? Sie hat sie verklopft. Schokoküchli, ja, ist gut gewesen. Mal ist gut gewesen. Ich habe zum Beispiel die Brombeeren nicht gebraucht und die sauren, wie heissen sie? Das zieht ja auch Löcher zusammen. Okay. Meine Glasse. Ich liebe Pistache-Glasse. Und das war sehr, Pistache. sehr gute Pistache-Glasse. Und die Schokoküche nebendran war ein kleiner Schiss. Also so ein kleines Ding. Ja, da hat sie wirklich etwas Grösseres machen. Hat sie dann auch schneiden können. Komm, Erik. Sie hat eigentlich pro Gang immer einmal brillant. In der Vorspeise ist der Tomatengulli, im Hauptgang ist es die Hollandaise und jetzt beim Dessert ist es eigentlich das Pistazienglas. Das ist nicht etwas Einfaches zu machen. Über alles gesehen, sehr ein lustiger Abend. Sie ist eine sehr witzige Gastgeberin, wie sie redet wirklich, wie ihr der Schnabel gewachsen ist. Alter, wer isst seine Beere hier nicht? Das geht ja mal gar nicht. Der heutige Abend ist für mich sehr, sehr schwierig, weil ich einfach nicht der Gastgeber sein konnte und ich wollte. Also ich bin gerne jemand, der einfach... Was ich hier auch nicht verstehe, Chat, schaut mal schnell das Bild an. Das Bild ist schräg. Also in einem Touch-Angle aufgenommen, oder? Das Bild ist schräg. Der Kamerawinkel wird gebraucht, um ein unwohles Gefühl zu erzeugen. In einem Film zum Beispiel. Touch-Angle nennt man den. Ich weiss nicht, wer von Tele Zürich das gemacht hat, aber wieso macht er ein Statement von Denise in so einer Perspektive? Seht ihr das? Das macht sich total ungemütlich. hergeht und Wein schenkt. Und ich bin heute einfach zu nervös gewesen. Ich bin nicht into it gewesen und ich tue gerne Sachen servieren, die ich gerne serviere. Also, schau mal das Bild an, Mann. Sagt ehrlich, Chat, wie wirkt das Bild auf euch? Oder, sie hat gekocht, in dieser Story, sie hat gekocht, sie gibt dir das finales Statement, sie sagt, es war nicht so gut gewesen, jetzt machst du so einen Kamerawinkel. Ja, vielleicht bin ich auch ein bisschen im Nerd, aber ja. Und einfach weiss, das funktioniert. Aber heute bin ich halt einfach wirklich so, muss ich jetzt dort herspringen, dort herspringen, dort herspringen. Und darum bin ich auch so ein bisschen, echt nicht smooth gewesen. Und es hat mich ein bisschen genervt. Es hat mich genervt. Ja, ich gebe es zu, hat mich genervt. Statements. Ganz wichtig. Es tut mir leid, Denise. Also, es tut mir leid. Ich mag Denise wahnsinnig gut, aber wir sind in einem Kochwettbewerb und... Dann tu nicht das Kochen bewerten und nicht alles andere und ich gebe ihr 4,5 Punkte. Ich gebe 5. Von 6. 5 Punkte. Und hat sie noch gehört fluchen, hat es vielleicht mehr gegeben. Einfach nur so für den Effekt, dass sie mal gehört fluchen. Ich bin eine sehr liebe Lehrerin. Ich Merci für mal, Sandra. Merci. gebe Denise ein 5 Punkte. Ich will uns mit den anderen 2 vergleichen und die anderen 2 waren besser gewesen. Heute hat es ein paar Punkte gegeben, die mir nicht so gefallen.
und darum gebe ich es 5. Das macht 14,5 Punkte für Denise und momentan der 3. Platz. Ja, hey, merci vielmals. Aber hey, wirklich, ich habe jetzt gleich die ganze 20 Minuten geschaut. Sehr, 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 sehr geile Folge. Also Denise, ich muss sagen, optisch sind jetzt die Dessert oder der Hauptgang oder der Vorgang nicht nur 100%, also sie sind nicht zu 100% cool gewesen zum Anschauen, aber wir wissen alle, und da bin ich auch mit euch, Chat, da bin ich einfach mit euch. Klar, es ist cool, wenn Essen schön aussieht, aber Essen muss vor allem fein sein. Und ich kann euch sagen, ein Denise, ihr Essen ist magnifique. Ein Denise, ihr Essen ist Fivehead. Also, ich kann jedem sagen, jeder, der das Glück hat, mal zu Denise zu essen, das ist wirklich ein Glück, weil Denise gibt sich extrem viel Mühe, sie wagt zu experimentieren. Ich meine, sie hat auch für mich dann einen Veggie-Burger selber gemacht, der auch so war. Also sie hat es wie ohne Rezept gemacht, was ich jetzt persönlich nicht gemacht hätte. Aber es ist gut rausgekommen. Und ich meine, so etwas würde ich mir jetzt nicht getrauen. Darum wirklich sehr, sehr, sehr nice. Ein Herz in Chat für Denise auf jeden Fall. Und ich kann jetzt nicht beurteilen, wie das Essen war natürlich, aber ich muss sagen, Vorspeise und Dessert hat sehr, sehr geil ausgesehen. Hauptgang ist halt ein bisschen weniger etwas für mich, weil ich bin Vegetarier, ich esse keinen Fisch. Hollandaise, ja, kenne ich. Aber Herdöpfel hat geil ausgesehen und die hure Wurst, die Salatwurst, weiss nicht, wie heisst sie? Charlotte? Nein. Wie heisst das Ding? Der Salat, der so bitter ist, keine Ahnung. Charlotte? Nein, weiss nicht. Den finde ich persönlich absolut schrecklich, aber ich glaube, sie findet das auch so. Darum sehr, sehr cool zum Anschauen gewesen, also wirklich nice. Chicorée, Chicorée, moin, man kennt ihn. Salatwurst, ja, du weißt, was ich meine. Chicorée, ja, Scheissdreck eher, so. Also, hey, merci mal fürs Zuschauen, das war ein sehr, sehr cooles Video gewesen. Schaut doch gerne beim nächsten Video. Merci mal.